muss etwas besprechen mit euch, das mich heute Morgen und auch gestern mies abgefuckt hat. Es ist wieder so etwas passiert auf TikTok, das mich mies abfuckt. Ich hasse es und ich will mit euch drüber reden oder ich will euch kurz schildern, was passiert ist. Es ist jetzt nichts, das mega schlimm ist, aber es ist etwas, das schade ist. Ich sage immer, das ist etwas, das schade ist. Es ist nicht mega schlimm, aber ich persönlich finde, es ist schade. Kurz vorab zum Sagen... Bin ich dumm? Ich bin dumm, Digga. Vorab zum Sagen, man muss meinen Content nicht mögen, man muss den Content von den Leuten nicht mögen, die ich jetzt anspreche, aber es geht mehr so um das Prinzip, wie man etwas macht. Ich probiere es euch zu erklären. Ihr kennt wahrscheinlich Mario Novembre. Kennt ihr Mario Novembre, Chat? Das ist ein recht großer TikToker, der hat schon ein paar Abos auf TikTok. Warte mal. Mario Novembre. Das ist Mario Novembre. Der hat 4,9 Millionen Follower, ist einer der größten in Deutschland und lädt recht regelmäßig Videos hoch. Ich habe jetzt ihn nie so damn verfolgt. Ist nicht mein Content so, aber auch nicht schlimm, wenn mein Content für andere Leute nicht der Content ist, den man feiert. Hä? Kann ich reden? Bin ich dumm? Mario Novembre hat wieder etwas gemacht, was mich so ein bisschen abgefuckt hat, weil die OGs vom Chat, die wissen, ich habe vor TikTok auf Schweizerdeutsch YouTube gemacht. Das heißt, ich komme eigentlich aus dieser YouTube-Szene, bin aus dieser YouTube-Szene in die TikTok-Szene reingerutscht. TikTok ist halt meine größte Plattform, aber YouTube ist immer noch da, wo mein Herz schlägt. YouTube, das ist meine Plattform, YouTube, Twitch, das fühle ich. Aber logischerweise ist TikTok meine größte Plattform. Das heißt, die meisten Leute kennen mich von TikTok. Alles nicht schlimm, alles easy. Auf jeden Fall hat Mario Novembre gestern dieses TikTok hier hochgeladen. Er hat dieses TikTok hier hochgeladen, dieses. Okay, ihr wollt ein Update. Justin Bieber hat mir auf Instagram eine Sprachnachricht geschickt. Weil mir es viele nicht geglaubt haben, hier ist der Beweis. Hey Justin, I just wanted to ask when are you coming to Germany, cause I'm a huge fan of yours. Die Sprachnachricht habe ich ihm geschickt und was er geantwortet hat, zeige ich euch in meiner Instagram-Story, weil ich kann das hier nicht auf TikTok hochladen, sonst wird das Video hier gesperrt. Sorry. Zeige ich euch in meiner Instagram-Story, hat er gesagt. Und das ist schon mieser Abfuck. Digga, ihr kennt 24 Tim, ihr habt es vielleicht bei Tim Jacken gesehen. Ich frage mich, wieso immer TikToker? Und das will ich kurz klarstellen. Oder das will ich auch im Chat sagen. Das will ich den Leuten hier auf YouTube sagen. Mal was geht. Ich persönlich finde TikTok eine extrem geile Plattform. Eine Plattform, wo man extrem kreativ sein kann. Eine Plattform, wo es... ich zeige die Story direkt. Eine Plattform, wo extrem viele kreative Leute drauf sind. Mich ausgeschlossen. Eine extrem geile Plattform. Aber irgendwie sammeln sich auch auf TikTok auch diese Leute an, die immer Blödsinn machen müssen oder Zeugs, das so einfach so ein bisschen dumm ist. Wie zum Beispiel eben dieser Stuff, dass Leute immer sagen, das seht ihr in meiner Instagram-Story. Digga, zeig es einfach auf TikTok, weil was ist der Sinn dahinter, wenn man das macht? Man will nur Klicks machen, man will nur Follower generieren auf Insta und das ist halt schon mal ziemlich wack. Ich habe mir jetzt die Instagram-Story abgespeichert, weil die nicht mehr online ist. Das ist jetzt die Instagram-Story, wo er im TikTok angesprochen hat. Hey Justin, I just wanted to ask when are you coming to Germany, cause I'm a huge fan of yours. Ich fick deine Mutter, du Hurensohn. Schreib mir nicht. Abgesehen davon, dass er immer Teddy-Comedy mit seiner Stimme nachmacht, ist es absolut wack, Leute auf TikTok zu baiten, auf Instagram zu schicken, nur dass Justin Bieber nicht geantwortet hat. Wenn es so gewesen wäre, wäre es logischerweise sehr geil gewesen, aber auch wenn Justin geantwortet hätte, wäre es wack gewesen, wenn er die Leute auf Instagram geschickt hat. Aber dann fragt man sich natürlich, wieso macht Mario Novembre den Move, dass er die Leute von TikTok auf Instagram schickt und dann schaut man die Insta-Story mal ein bisschen genauer an. Erstens, Sauber macht. Als allererstes hat er zufälligerweise ein Placement in seiner Story. Okay, kann ja mal passieren, dass etwas in der Story ist. Okay. Placement in der Story, hat die Leute von TikTok auf Instagram geschickt, kann passieren. Dann hat er zufälligerweise noch eine Story gemacht mit dem Text, wer mir immer noch nicht folgt, verpasst was im Leben. Ist wahrscheinlich abgesehen auf diese Leute, die von TikTok kommen und neu auf Instagram sind, die verpassen was im Leben, wenn sie ihm nicht folgen. Und zufälligerweise auch noch online jetzt Promo für seinen neuen Song. Promo für seinen neuen Song. Es ist nichts Illegales, das er macht. Man darf seine Sachen promoten. Ich finde, es ist nur die Art, die auf TikTok wieder so ein Licht geben, das einfach unnötig ist, weil ich habe mit Milo drüber geredet und Milo und wir probieren auf TikTok so nice Stuff zu machen. Ob man jetzt die Videos von uns fühlt oder nicht, ist scheißegal. Ob man die Videos fühlt von Mario Novembre, ist auch scheißegeil. Es ist einfach die Art, die extrem Weird Champ ist und nur Fame geil ist, weil Mario Novembre hat auf Instagram, warte kurz, 1,5 Millionen. Er hat auf Instagram 1,5 Millionen. Das heißt, er hätte es gar nicht nötig, solche
dummen und einfach so baitenden Moves zu machen, die einfach kleine Kinder anlocken. So. Alles in allem finde ich das wieder dumm, weil es gibt Leute auf TikTok, die probieren sich anzustrengen, aber genau solche Sachen rücken TikTok wieder in ein Licht, das einfach unnötig ist und ich so finde, Bro, es muss einfach nicht sein. Lass es einfach, Mario, lass es einfach. Abgesehen davon, dass er auch Kommentare gekauft hat unter seinem YouTube-Video, unter seinem Musikvideo. Ich denke mir immer, Bro, du bist schon so groß, probier's doch einfach richtig zu machen und du musst nicht solche Moves machen. Da denke ich mir, muss nicht sein, Digga, weiß ich nicht. Jetzt kann man aber sagen, Adi, du lädst auch von deinen YouTube-Videos Clips auf TikTok hoch, wie zum Beispiel das hier von Revi. Ja, mache ich, aber das ist ja ein Teil aus dem Video, das für sich alleine steht und funktioniert und Unterhaltung ist und nicht irgendeinen Cliffhanger hat. Ich schreibe nur dazu, das ganze Video ist auf YouTube. Dieser Clip hier, der verrät nichts, der hat keinen Cliffhanger für das YouTube-Video. Es ist nur, yo, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann geht auf YouTube. Und das finde ich völlig legitim. Das finde ich, kann man so machen. Aber wenn man es so macht wie Mario November, dann ist es einfach nur ein bisschen dumm. Wie gesagt, es ist nichts Illegales, das er hier macht. Er darf das machen. Ich persönlich finde einfach die Art, wie man es macht, dumm, weil das eben TikTok wieder in so ein Licht rückt, das TikTok eben ist. Und ich finde, TikTok müsste das nicht sein. Und das finde ich extrem schade. Gut, das ist klar, weil so ist es ein Teaser für ein Video. Er hingegen verarscht. Ja, genau. Das Ding ist, das Video von Mario November fand ich nicht mal auf irgendeine Art unterhaltsam. Außer wenn Justin Bieber wirklich reagiert hätte. Dann hätte ich gesagt, okay, trotzdem wack mit Insta, aber immerhin hat er reagiert. Aber das Ganze war wirklich nur, um Leute auf Insta zu bekommen. Dann ist so, Bro, komm. Lass es einfach. Ich frage mich auch immer, wieso müssen es immer die großen deutschen TikToker sein, die das machen? Gibt es nicht einfach große TikToker, die das nicht machen? Die einfach nicht solchen Müll machen. Macht euch einfach ganz normal euer Ding. Die ganze Community zwischen den Social Media Kanälen rumtreiben wie Kamele. Ist ja an sich nichts Schlimmes, finde ich, kann man auch machen, aber nicht auf diese Art. So. Big Facts, aber TikTok hat nicht nur so Vorurteile wegen ihm. Nee, es liegt nicht nur an Mario November, es gibt auch viele andere, die das machen. Ich will mich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich alles perfekt gemacht habe, aber ich probiere auf TikTok nicht so dieser typische TikTok junge Dude zu sein, der die Leute komplett ausschlachtet. Ich finde, man kann Teasers auf YouTube-Videos machen, ist völlig okay, aber man kann es auf eine coole Art machen und vielleicht auf eine Art, die auch einen Mehrwert für den Zuschauer hat. Nicht nur irgendwelche Müll hochladen, die Leute irgendwie rübertreibt und dann gehen die rüber. Ich habe viel mit Milo geschrieben heute über dieses Thema, weil wir sind so derselben Meinung und Milo hat noch einen TikTok dazu gemacht und das können wir uns kurz anschauen, weil dieses TikTok, das finde ich huge. Justin Bieber hat mir auf Instagram eine Sprachnachricht geschickt. Weil mir es viele nicht geglaubt haben, hier ist der Beweis. Der liebe Mario liefert die Antwort von Justin Bieber, aber erst in seiner Instagram-Story. Die Sprachnachricht habe ich ihm geschickt. Und was er geantwortet hat, zeige ich euch in meiner Instagram-Story. Damit ihr nicht extra die App verlassen müsst, zeige ich euch die Story hier. Unbearbeitet. Hey Justin, I just wanted to ask, when are you coming to Germany? Hey Justin, I'm the copy from Teddy Comedy. I'm a huge fan of yours. Ich deine Mutter, du. Schreib mir nicht. Mario? Du bist ein absoluter Ehrenmann. Ich mochte deine TikToks wirklich schon immer. Aber wenn Justin Bieber ihm gar nicht geschrieben hat, warum wollte er dann, dass die Leute seine Story sehen? Naja, Werbung Ein Rabattcode. und Songpromo. Mario? Du bist mein Lieblings-TikToker. Die Undercover-Fronts waren auf jeden Fall huge bei diesem Video. Kuss geht raus an Milo für dieses Video und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich persönlich finde das Ganze ein bisschen unnötig. Ist jetzt nicht negativ gemeint gegenüber Mario. Ich fühle sein Content jetzt nicht so ganz okay, wenn er meinen Content auch nicht fühlt. Aber es geht mir mehr um die Art, wie man Sachen macht, weil ich finde, man kann einfach real bleiben und muss nicht seine Seele verkaufen für ein paar Klicks auf einer Insta-Story oder vielleicht hat er nicht mehr so gute Views auf Insta, braucht deshalb für das Placement gute Views und dann ist einfach so, Bro, Digga, komm, dann lass es einfach. Aber das ist meine Meinung. My art